Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute kommt tatsächlich die letzte von unseren Karteikarten. Die haben wir alle schon gemacht für in unser Briefjournal rein. Das ist die letzte, die noch fehlt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir da drauf? Letztes Mal haben wir mit diesen Stickern da ein bisschen etwas gemacht. Und zu diesen Stickern gehören auch noch die zwei Bastelsets irgendwie. Da hat es alle möglichen Sachen drin, irgendwelche Papier, irgendwelche Kärtchen, auch noch irgendwelche Sticker, Tags etc. Also ganz ein Haufen verschiedenes Geschmäus. Und ja, ich denke, da lässt sich doch damit etwas machen. Dazu habe ich auch noch die hier gefunden. Ich habe gedacht, die passen vielleicht auch noch ganz gut irgendwie zu dem Zeugs zusammen. Und dann können wir doch hier einfach irgendwie eine Kleberli-Collage machen oder irgendwas uns hier in den Sinn kommt. Als erstes habe ich nämlich hier ein Blatt. Da steht «Dear Friend» und «A letter for you». Das passt doch super gut zu unserem Briefthema. Das können wir doch einfach so mal als Hintergrund nehmen. Und dann können wir doch hier einfach mal das abreißen und alles andere kommt nachher einfach oben drauf. So. So. Voilà. So, das ist doch ein toller Hintergrund und jetzt gibt es hier einfach jede Menge Geschmäuslis, die man drauf tun kann. Da mal ein bisschen durchschauen. Die sind natürlich auch cool, es wären coole Karten. Aber jetzt halt auf die Karte, für auf die Karte, das passt natürlich jetzt nicht so gut. Aber vielleicht so ein Notizzettel oder so ein Notizzettel. Die kann man oder sollte man theoretisch einfach so raustrennen. Das Problem ist nur, das ist einfach ein extrem hässlicher Rand. Ich verstehe das nicht, warum man das so macht. Aber wir sind ja nicht ganz unbeholfen. Ui. Wir haben ja noch ein Cuttermesser, das uns hilft. So. Und jetzt könnte man doch einfach das nehmen. Das hier ist ein bisschen doof, Eiweiß und Konfetti und so weiter. Das brauchen wir doch nicht. Wir wollen doch das Notizzettel. So, und dann dazu irgendwie noch da den Brief. Und was haben wir noch? Da hat es noch so ein bisschen Kleberli. Das könnte man dann einfach drauf tun. Noch mehr Kleberli. Und da ist nichts mehr Brauchbares. Was haben wir denn in dem hier noch drin? Auch wieder grosse Karten, kleine Kärtchen. So etwas da wäre noch herzig. Upsla.
So, irgendwie. Und sowas, wieso nicht? Wenn man es dann rausnehmen könnte, genau das, was ich will, kann man nicht, oder was? Nein, doch. So, aber sieht man gar nicht, was da ist. Das ist ein bisschen komisch. Die sind alle ein bisschen komisch, glaube ich. Und hinten ist es so. Nein, in dem Fall nicht. Das Tag wäre noch schön, vielleicht dann für auf der anderen Seite hinten. Auf dieser Seite fände ich es jetzt gerade noch ein bisschen too much, oder? Oder nicht? Oder schon? Da kann man das rausnehmen, ja. Und dann hier hat es auch noch einfach so ein bisschen hübsche Kleberli. Ja, das ist, glaube ich, alles, was man von hier rausnehmen kann. Und jetzt schauen wir noch hier. Da könnte man sowas nehmen, sowas. Ja, irgendwas von hier. So. To-Do-List, nein. Also, dann schauen wir doch, ob wir da noch so ein bisschen Röseli. Ja, bravo, das verdeckt gerade komplett alles. So, nein, es kommt gut. Da noch so ein kleines Rändchen. So. So. Ist das gut? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also das ist mir jetzt wirklich... ich habe die schon recht lange, die Set. Und ich habe genau einmal etwas damit gebastelt und so ab und zu so mal ein Teil oder ein Kleberli rausgenommen. Aber ich kann also nicht so wahnsinnig viel mit diesem Set anfangen. So, komm. Aber so ist doch gut. So ist doch gut. Alles inken, aufkleben und nachher dann tun wir noch ein bisschen mit Kleberli ausrasten. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir hier alles für Kleberli draufkleben könnten. Das ist Herbst, das brauchen wir nicht. Genau, hier, letztes Mal haben wir die coolen Kleberli noch gehabt. Also die Klebstreifen, das hat so genial ausgesehen. Das machen wir jetzt hier auch gerade. Ja. So cool, hey, von denen müsste ich einfach mehr haben. Das sieht so genial aus.
So, komm, wir kleben den hier noch an. Ah, oh. So. So gut. Jawohl. Und dann, da hat es nicht mehr so cooles Zeug, das wirklich passt. Das ist mehr so Kalendersachen. Und die davor sind einfach fast ein bisschen zu gross. He? Ja. Ja, dann nehmen wir doch lieber hier noch irgendwas raus. He? Da so ein schönes Blümchen. Das passt ja gerade so super zu dem. Und dann haben wir noch so eins. Oh, die 3 Eckchen brauchen wir aber nicht. So. Und dann, was haben wir noch? Nein, nur Kleberli. Jetzt wollen wir nur noch Kleberli haben. Nö, da müssten wir fast auch noch etwas finden. So. Wo haben wir das? Da. Und so etwas in dieser Art noch. Und etwas in dieser Art noch. Oh, da kommen wieder die ganzen Dreieckchen mit. Die brauchen wir doch nicht. So, und dann hat es hier noch so komische, so kleine Sättige da. Das passt doch auch noch irgendwie drauf. So. So. Ui. Ui. Jetzt ist es aber sehr wild. Nicht? Sehr, sehr wild. Aber ich finde es okay. Ich finde es recht lustig. Doch, mir gefällt es. Am besten gefällt mir, dass das mit diesen Kleberchen hier angemacht ist. So, dann probieren wir doch jetzt die nächste Seite noch. So ein bisschen in der gleichen Art. Ich nehme einfach gerade den Unterteil von dem Briefpapier. Und ist das rosanige besser oder das? Ich glaube, ich nehme das rosanige. So, komm. Ein bisschen Röseli drauf. Und dann hier ein toller Brief. Mit dem können wir ein schönes Rändchen machen. So, lieg. Und so, das da. Das ist auch noch hübsch. Das ist ja egal. Oder das. Happy Birthday. Ach komm. So, das ist jetzt nicht so schön. Dort können wir dann ein bisschen ein Kleberli drüber kleben, so, würde ich sagen.
So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wenn wir auch noch so ein Tag nehmen. So, jetzt geht ein bisschen mit der Rosa, würde doch das jetzt noch gut passen. So, jetzt haben wir einfach von der Bildaufteilung, das ist genau gleich wie dieses hinten dran. Aber das ist ja egal. So. Was haben wir noch? Dann kommen hier wieder Kleberli. Und sonst ist da nichts mehr Spektakuläres. So, aber ich glaube, das reicht eigentlich auch, oder? Wenn dann noch die ganzen Kleberli drauf kommen. Dann tue ich jetzt hier noch schnell das Büste abschneiden. Und nachher dann können wir inken und aufkleben. Aha, jetzt hätte ich es doch so draufkleben. Oh Mann, ja gut, ich kann es auch so draufkleben, wieso nicht? So doof. So, jetzt könnte man doch hier irgendetwas in dieser Art noch draufkleben. So. Ja. Das, und jetzt noch die Kleberli, komm. Genau, die da. So, oh, das sieht man gar nicht so gut bei dem, denkt es mir. So. Ja, die sind ein bisschen lang. Und gut, vielleicht können wir hier noch eins drüber machen. So. Ja. Oh, ihr seht gar nichts wieder. Ah, sagt doch etwas. So. Ja. Ja, das ist gut. Das ist doch gut. Komm, dann machen wir noch so ein Klemmerli dran. Das grosse. Das grosse, komm. So. Da oben kommt das Klemmerli. Sehr schön. Gut. Sonst sind wir hier durch. Und schauen, was hier noch durchkommt. Noch einmal. Genau. Kommt, wir machen so einen Forever-Kleber dran. Und so etwas hier noch. Wow. Komm. Da haben wir gesagt, müssen wir auch noch etwas drüber kleben. So, und dann könnten wir auch noch ein kleines Label.
Wo fehlt noch etwas? Wo fehlt noch etwas? So eins da. So eins da. Und noch eins da. Ah, Dreieckli. Fort mit diesen Dreiecklis. Wenn wir da auch noch so etwas drauf tun. So ein kleines Etikettchen. Kommt man da noch nehmen. So. Ja. Ja. Ich bin zufrieden. Diese Seite gefällt mir fast ein bisschen besser. Ich weiss nicht wieso. Vielleicht, wenn sie ein bisschen feinere Blumen hat. Und dass ich das verkehrt aufgeklebt habe, macht irgendwie überhaupt nichts. Da denkt es mir, kommen die Kleberli nicht so fest zur Geltung. Da schon ein bisschen mehr. Sieht ein bisschen besser, als es sein sollte. Aber sonst bin ich zufrieden. Gerade mal schauen, ob das auch gut zu den anderen Karten dazu passt. Weil jetzt haben wir nämlich alle 5 Karten gestaltet für in unser Briefjournal rein. Ja, also ich muss zugeben, ich habe das Gefühl, das passt am wenigsten zu allem. Also es passt natürlich auch farblich und Blümchen und Zeug und Sachen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ja, wirklich auch diese Seite, am wenigsten. Die doch noch eher. Aber das macht nichts. Es sieht also auch schön aus. Mir gefällt es. Mir gefällt es. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, das habe ich schon mal gesagt, ist, dass wir die Karten, ich muss ganz schnell schauen, wie sie reinkommen. So, so und so. Jetzt haben wir alle. Dass man die Karten einfach nicht sieht, wenn man sie drin steckt, weil unser Journal so, alle Taschen sind einfach komplett so, dass, wenn das nachher dann reinkommt, verschwindet sie ganz. So könnte man machen. So könnte man eigentlich machen. Sie nicht ganz reinstecken, aber wahrscheinlich, ja, sie rutschen einfach ganz rein. Ja gut, also ich werde die Karten noch einsortieren. Und dann sind wir aber noch nicht fertig mit dem Journal, weil das hat nämlich hier noch leere Bellyband und leere Täschchen. Und ja, es sind ja 10 Seiten, 10 Kuverts mit jedes Kuvert hat ein Täschchen oder ist ein Täschchen. Und ich habe 5 Karten gemacht. Und dann muss ich dann noch ein paar Sachen haben, die man in die restlichen 5 Täschchen rein tun kann. So ist es, genau. Und da hat es noch kleine Täschchen. Da hat es noch ein Kuvert mit einem Täschchen, also ein bisschen etwas. Müssen wir also schon noch daran arbeiten an dem Journal, bis es dann wirklich ganz voll ist und komplett gefüllt und fertig. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschauen würdet. Bis dann! Tschüss!